Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich habe mir gedacht, ich brauche unbedingt neue kaffeegefärbte Papier. Und darum machen wir doch jetzt das gerade miteinander. Ich habe mir Kaffee parat gemacht, ein bisschen löslichen Kaffee. Dazu habe ich da die Schale, die alte. Und weil die da ist recht schon ein bisschen rostig, habe ich mir auch noch gerade ein bisschen mein Rostwasser parat gemacht, weil vielleicht machen wir dann noch ein bisschen mit dem. Ich bin nicht ganz sicher, ich muss es ausprobieren. Ich glaube aber, wenn man Kaffee färbt und dort ein bisschen Rost drin ist, macht das nichts. Das bleibt dann schön braun. Aber ich glaube, ist es nicht umgekehrt. Wenn man Rost färbt, dann ist es orange und wenn man nachher ein bisschen Kaffee rein tut, dann wird es nachher dann gerade sofort schwarz. Ich weiß es nicht. Ich werde es ausprobieren. Wir werden es sehen. Ich habe auf jeden Fall da meinen Dörrex parat gemacht, wo ich mein Papier ein bisschen drin trocknen, damit es ein bisschen schneller geht. Und meine Wäschhänke ist am Start. Dort habe ich unten dran schön Zeitungspapier hergelegt, damit, falls dann noch ein bisschen tropfen sollte, damit da nichts zu fest passiert. Ich möchte einfach ganz normale, schön braune Blätter machen und dann aber auch noch ein bisschen mit Spritzer, und ich möchte auch noch gerne so Tassli-Ränder machen. Für das habe ich mir da so 2 verschiedene grosse Tasslis, wo man dann so ein bisschen draufstellen kann und so schöne Ränder machen. Ich würde sagen, wir machen doch einfach mal drauf los. Ich habe natürlich auch noch Händchen, weil beim Kaffee ist es nicht so schlimm, aber gerade beim Rostfärben, das geht nachher dann einfach nie mehr aus. So, also ich fange mal mit Kaffee an und schaue, ob das nicht allzu fest stört mit dem Rost, weil sonst muss ich dann ein anderes Gefäß nehmen. Aber ich glaube, es sollte schon gehen. So, ich tue mir da einfach mal so ein bisschen Kaffee rein. Ich könnte es natürlich auch hätte es gerade in einem Tassli machen, aber ja, jetzt machen wir es halt da. Ein bisschen Wasser. Ich tue mal gerade nicht so allzu viel. Jetzt sehen wir gerade, ob es schwarz wird oder nicht. Aber nein, ich glaube, es ist wirklich umgekehrt. Ja, zwar, es gibt da schon so einen kleinen schwarzen, so ein Schäumchen oben drauf. Ich weiß nicht, es ist natürlich die Lampe, gell? Das, was jetzt hier in der Kamera so ein bisschen weisslich wirkt, aussieht, das ist so ein bisschen gräulich, ehrlich gesagt. Aber es sollte also nicht allzu fest sein. Es ist doch immer noch sehr braun. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Zum Probieren nehme ich doch jetzt gerade mal einfach ein weisses. Ganzes weisses. Zack und zack. So. Oh, ja, super. Ja, das ist ein Kopierpapier. Das muss man ein bisschen fein machen. He? Also. Ja, das kommt, glaube ich, schon gut. Wie habe ich jetzt zusammen gemacht? So. Irgendwie habe ich hier Papier gehabt. Wie mache ich jetzt, dass man das sieht? Da. So. Und dann habe ich das Papier auf dem Papier, damit es nicht eine grosse Tropferei gibt, schon ein bisschen abtupft. So, und das nachher kommt dann in den Dörrex. So, ich lasse jetzt gerade noch nicht an. Oh,
So lege ich das einfach rein. He? Und nachher kommt dann das auf die Maschine. So, aber fürs Erste so, hinten und vorne rein. Ein bisschen runterlaufen. Und dann auf das drauf. Dann tropft es nicht so fest und es wird schneller trocken. Und oh, das ist aber sehr... Das reisst mega schnell. So. So, das ist aber auch schon recht nass. Dann machen wir es noch so. Zack, mit dem nächsten ein bisschen aufsaugen. So könnte man es theoretisch auch lassen, dann ist es nur so ganz fein eingefärbt. Wäre auch noch schön. So, jetzt habe ich hier nämlich schon 2. So. Das da drauf. Und eins da drauf. So, ich weiss, es war jetzt gerade alles ein bisschen chaotisch, aber jetzt ist gut. Und jetzt ist auch mein Durex voll. Zack, mit 1, 2, 3, 4, 5 Blätter. So lasse ich ihn noch an. Und unterdessen mache ich hier ein bisschen weiter. So, jetzt kann ich hier schnell zeigen, was ich hier gemacht habe. Eben, ich habe hier ein bisschen mit diesen Tassli Ring noch etwas gemacht. Das finde ich auch ganz cool. Das sind jetzt ein bisschen dickere so Zeichnungsblätter. Darum geht das auch ein bisschen besser mit denen so Muster zu machen, finde ich, weder mit dem Kopierpapier, weil es halt einfach weniger reisst. Da kann man ein bisschen mehr dran machen. So, und dann gibt es so ganz schöne marmorierte Bilder, dunkt es mich. So, und dann noch ein bisschen mit Spritzer und so. Genau, das finde ich auch noch ganz witzig. Und zwar die verkehrten Ringe. Die passieren, wenn ich ins Nasse rein ein Tassli reinstelle und das nachher wegnehme, dann gibt es mir eigentlich so einen verkehrten Tassli-Ring. Das finde ich auch noch recht cool. Ja, das ist jetzt noch extrem nass. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das nachher, wenn man das jetzt so trocknen würde, dann würden die natürlich so weiss bleiben. Aber ja, das weiß ich nicht, ob ich jetzt für das Kapazität habe. Jetzt habe ich da so ein halb getrocknet, so aus dem Durex. Und das finde ich eben so cool, dass das nachher vom Durex so ein Muster gibt auf dem Papier, halt von diesen von diesen Viereckchen. Und auf dieser Seite drückt es mir, weil es natürlich von unten raufbläst, bläst es den Kaffee eigentlich rauf, dann drückt es mir hier den Kaffee rauf, dann sind die Viereckchen braun und auf dieser Seite, wo es eigentlich den Kaffee dort drückt, sind nachher dann die Viereckchen weiss. Das finde ich eben auch noch recht witzig. So, und hier haben wir natürlich wieder eine Krüglerei, aber easy, das kann man dann alles noch glätten oder was weiß ich. Da ist es mir leider verrissen, aber das ist auch nicht so schlimm. Hier auch. Und das halb getrocknete Papier, das schmeiße ich jetzt auf die Waschhänke. Genau, dann kann das dort noch fertig trocknen und ich habe hier wieder ein bisschen mehr Platz für die nächsten Papier zum Trocknen im Durex.
So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Zeitung drunter da, weil ich die jetzt gerne noch ein bisschen möchte mit Rostwasser probieren. Für das nehme ich jetzt aber nicht meine Trinkbecherli und Tassli für zum ein Ringli machen. Ja, ich denke, ich nehme einfach gerade dem hier seinen Boden und vielleicht den Deckel. So, aber auf jeden Fall ja, mache ich einfach mal wieder Kaffee, Wasser, oder wie mache ich das jetzt? Boah, das ist eine rechte Blöre. Komm, ich tue doch jetzt einfach mal von dem rein. Boah, was da als Schwimmtee, das ist jetzt schon schwarz, das ist gar nicht, das Gelbe bei mir gar nicht rot gefärbt. Wahrscheinlich hat das da schon ein bisschen kontaminiert mit Kaffee oder so. Aber boah, das ist ja richtig dunkel. So, wow. Richtig schön schwarz. Ich muss da gar nicht mehr Kaffee rein tun. Sehr krass. Und ich werde das auch nicht mit dem Durex trocknen. Weil ja, ich will ja am Durex dann nicht irgendwie das ganze Metallzeugs dran haben. So, mal schauen, was da rauskommt, wenn wir das einfach mal so dünkeln. So. Ich weiss nicht, wie fest das noch tut, noch schwärzen, oder wie man dem sagt. Keine Ahnung, ich muss es einfach ausprobieren. Ich habe gemerkt, ich habe jetzt so einige Papiere, die sind so ein bisschen so sehr glatt. Oh, da haben wir noch eins, wo so ein bisschen Kaffee dran hat. Mal schauen, was mit dem passiert. Ja, und die saugen dann nicht so schön das Wasser auf. Wenn ich da jetzt, die sollten ein bisschen besser sein mit Saugen, kann ich da immer wieder eins zwischen reinlegen. So. So, dann mal schauen. Ja, da passiert natürlich jetzt nichts mit dem Deckel. He? Logischerweise. So müsste ich es machen. Und dann. So. Oh ja, das ist extrem nass da zwischen ihnen. Ja, es ist ein bisschen langweilig da, hä? Kann ich da euch noch ein bisschen mit übernehmen? Vielleicht. Das sieht auch hübsch aus, da wo die ganzen Metallpartikel noch so drauf sind. Ist das so ganz schön verlaufen gegen raus. Ja, ich denke, ich spiele da jetzt einfach ein bisschen dran rum und hänge sie dann irgendwann auf. Und dann sind sie dann so, wie sie dann sind.
So, jetzt habe ich mir hier noch ein bisschen Kaffee parat gemacht, weil ich jetzt so ein bisschen möchte noch damit rumspielen. So, da nehme ich mir noch ein bisschen Rostwasser, ein bisschen B. So, und jetzt möchte ich da einfach so ein bisschen verschiedene Farben drin. So. Ui. So. Das ist alles sehr chaotisch. Aber ich finde, das gibt immer die schönsten Papier. Wir haben so ein bisschen schön flotschen und ein bisschen, ja, sich austoben. So, oh ja, das finde ich so schön, wenn das so einen Verlauf gibt, so einen gemischten. Da sieht man es wirklich gut. Oh, sieht man es bei dem Licht auch. Grau und braun miteinander vermischt. Wunderschön. So, jetzt muss ich das alles hängen. Das kann ich jetzt alles nicht im Durex trocknen. Dann geht das halt ein bisschen länger, aber ja noch. So, die letzten, die sind ja wirklich richtig schwarz und ich habe jetzt auch wirklich gerade fast alles mein Papier aufgebraucht und habe so können da wirklich auch alles aufbrauchen und ausdünkeln. Muss also gar nichts wegschütten, das ist noch schön. Ich hätte mir jetzt gerade noch gewünscht, am Schluss noch ganz ein kleines bisschen mehr Braun da noch, vielleicht noch ein paar Spritzer rein, das könnte ich vielleicht noch machen, so ganz wenig. So, aber wirklich nur so ein bisschen. Ich weiss auch nicht, wie fest braun das bleibt. So, es dürfte fast noch ein bisschen dunkler sein, aber ja, jetzt ist es so, ich will es auch nicht allzu nass machen, weil das hat jetzt wirklich gerade so eine schöne Hängtröchne, sage ich jetzt mal, dass es nicht alles komplett so runtertropft beim Aufhängen. So, ja, es fängt wieder richtig an schwarz werden, aber mal so ein bisschen braun bleibt schon. Ja, bestimmt. Dass es nicht ganz so eintönig ist. So, voilà, dann hänge ich die jetzt auch noch. Und dann, wenn dann alles trocken ist, können wir dann alles mal zusammen anschauen. So, und das hier ist jetzt meine Wäschehänkchen und mein Trick 77. Ich kann nämlich hier unten dran einfach meinen Durex herstellen. So ein bisschen weiter rauf auf mein Schäbeli, damit der hier mir schön unten an die Blätter herblaset. Und auf der anderen Seite, wenn ich es ein bisschen weiter oben habe, kann ich einfach die ganzen leeren Kistchen, also die Säbli, drauf tun. Und dann blasen es mir schön ein bisschen weiter rauf. Also, dass man dann alles schön trocknet. So, jetzt wollen wir mal schauen, was hier alles dabei rausgekommen ist. Das Zeug ist jetzt schön trocken, das hat gar nicht mal so lang gedauert. Das sind die schön Kaffee gefärbten und im Durex getrockneten Papier, wo dann so ein schönes Muster bekommen haben. Genau, und das sind so aufgehängte. Da, ich weiss jetzt gerade nicht, man sieht es auch nicht in allen an,
Das ist jetzt auch im Durex getrocknet, das sehe ich hier nur wegen dem, weil das so ein bisschen verformt ist, aber das hat jetzt keinen so einen deutlichen Abdruck bekommen. Die sind auch recht hell, die meisten sind recht hell geworden und sehr fleckig. So etwas hier, so habe ich es eigentlich am liebsten. Das finde ich, gibt wahnsinnig schöne Buchseiten. So, hier haben wir noch einen dunkleren Rand. Das ist wieder etwas ganz Helles. So, das ist etwas, das praktisch ganz durchgefärbt ist. Und das ist jetzt wieder so ein dickeres Zeichnungspapier. So gefällt mir das auch sehr gut. Und das hier ist ganz dünnes Papier. Und das fängt mega fest an zu knistern, wenn man das so färbt. So, da ist das mit dem hellen Rand. Wenn man das Tassli ins Nasse hineinstellt, gibt es dann so einen hellen Strich eigentlich. So, da ist es ein bisschen noch als rostgefärbtes Papier hergekommen, darum hat es dort so einen Fleck gegeben. Das ist nur auf einer Seite eingefärbt, irgendwie. So, da hört man das auch wieder. Da kommt wieder vom Dörrgerät das Muster durch. Das finde ich sowieso mega cooles Papier. So, mal schauen, was da alles noch kommt. Ich habe im Nachhinein gemerkt, mir fehlt ein bisschen einfach weißes, komplett durchgefärbtes Papier, so wie das hier. Jetzt gerade hätte ich also noch ein paar mehr machen sollen, mache ich dann vielleicht später noch. Also, genau so in diesem Stil. Ja, ein paar hat es schon gegeben. Aber um so ein bisschen einheitliche Journal machen oder so, ist das eben schon noch schön. So, und jetzt kommen die ganzen rostgefärbten. Die letzten, das sind jetzt glaube ich die letzten, die es gegeben hat, die sind wirklich sehr dunkel geworden. Aber schön. Richtig cool. So, die sind wirklich sehr dunkel rausgekommen. Sehr schön. Oh, das auch. Auf dieser Seite gefällt es mir wahnsinnig gut. Da ist es ein bisschen sehr wild. Da habe ich nachher gemerkt, ich habe noch so ein gestempeltes und das finde ich ja ist extrem cool. Nicht gestempelt, mit Stempelfarbe. Mit, kann ich sagen, Schablone. Und da drunter, ich weiss nicht, ob man es gut sieht, das ist mit Oxide. Und da meint man, es sei komplett verschwommen, aber wenn man das so schräg ein bisschen anschaut, dann kommt das Muster hier noch total vorne. Und zwar, es hebt sich so wie hell ab. Ganz cool. Ich weiss nicht, ob man das richtig gut in der Kamera sieht. Aber das ist genial. Sehr cool. So, und da ist auf dieser Seite brünlich. Und da ist es eher grau. Da sind sie noch einmal so richtig durchgemischt. Das finde ich mega cool, dass das so braun und grau rausgekommen ist. Ja auch. Hier auch. Oh, wahnsinnig schön. Sehr cool.
ja, da kann man dann so richtig coole, grungy Sachen mitmachen. So, und jetzt kommen wir die helleren. Auch ganz schön geworden. Da, und wenn das so die Tropfen dann so schön gibt, sind die wirklich richtig tief schwarz. Das sieht richtig cool aus. Oh, schön, hä? Da ist ein ganzes Dunkles. Und dann hätten wir auch wieder ein paar hellere. Und doch, dunkt es mir. Sind sie ein bisschen noch dunkler geworden? Oder meine ich echt das nur? Weder wo ich sie gerade am Einfärben war. Oh, das ist auch wieder ganz schön. Haben sie noch ein bisschen nachgedunkelt beim Trocknen? Kann schon sein, hä? Ich weiss es nicht. So. Aha. So, also auch sehr cool. He? So, hey, das sind meine Papiere. Mit denen kann man wieder richtig schöne Journal machen oder sonst irgendwas basteln. Ich habe wieder Material, es kann weitergehen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann, tschüss.